Freitagabend. Ja, es ist schon immer wieder Freitag geworden in den letzten 6 Wochen. Aber irgendetwas hat uns einfach gefehlt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Wir stimmen ab am 23. September über ein generelles Rauchverbot in allen Räumen, wo geschafft wird. Der Abstimmungskampf ist am Laufen. Prominente Schweizer, die melden sich auch zu Wort. Zum Beispiel der Kettenraucher Baschi. Ja, salut zusammen, da ist der Baschi. Für mich ist ein Rauchverbot in dem Sinn natürlich ein Riesenscheiss, oder? Wie gesagt, ich habe so eine krass rauchige Singstimme, dass ich künftig nur noch an Open Airs auftreten darf, oder? Andere Prominente, die finden so ein strenges Rauchverbot absolut in Ordnung. Ich meine, der Supersportler Roger Federer, der sowieso. Ja klar, oder? Ich meine, ich kann beim Arbeiten sowieso nicht puffen, oder? Und überhaupt, mir stinkt's auch ohne Rauch, oder? Wenn ich nicht Nummer 1 bin. Der frühere UBS-Chef Oswald Grübel, der verratet, dass in der Grossbank das Verbot nichts Neues ist. Bei der UBS ist das schon seit einem Jahr so. Darum hat man ja auch den Williger den Stümpen vor die Tür gesetzt. Ein generelles Rauchverbot schränkt die Freiheit vom Bürger ja doch ziemlich ein, oder? Etwas, was die bürgerliche, freiheitliche Welt gar nicht gut finden kann. Denkt man aber falsch. Der Chefredakteur Roger Köppel, der würde nämlich so ein Gesetz begrüßen. Was raucht, da ist es Feuer. Um was geht's? Ich unterstütze die Initiative voll und ganz. Tatsache ist, immer wieder heisst, die Weltwoche kannst rauchen. Das geht dann nicht mehr. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.